Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Ja, jetzt sind wir hier in dem Schlafzimmer gelandet und ich die Sache. Jetzt ist Grammophonzeit. Was gibt's denn Schönes? Oh, ich habe irgendwie Schiss, dass was Schreckliches passiert, wenn ich das jetzt aufleck. Okay. Na, komm, das packen wir schon. Das geht doch auch ein bisschen schneller. Du hast doch Holzbein, keine Holzhand. Das kriegst du schon hier. Das haben wir in der letzten Episode erfahren, dass der Mann wirklich ein Holzbär hat und bildet sich da einen Schädlingsbefall ein. Oh. Sogar das Grammophon schmilzt und das Bett schmilzt. Oh. Der ganze Raum schmilzt grad. Oh, ist das gruselig. Alter, ist das gruselig. Es ist hammergeil gemacht, wie das mit der Musik durchschmilzt. Und die gerade dieses das passt hervorragend dazu. Also da ist Kunst und Musik in dem Spiel arbeiten hier echt für absolut geile Effekte Hand in Hand. Okay, jetzt müssen wir das wohl irgendwie wieder repariert kriegen, sonst tut sich doch nix. Spiegel kann man auch nicht helfen, ne? Dann müssen wir da Regler vielleicht verschieben. Hochdreher. Dann probieren wir es nochmal. Komm, Senor Carajo, mach das schon. Das kriegst du schon hier. Dann müssen wir das im Kreis drehen, der Cursor, ja. Komm, das geht auch schneller. Oh, das ist jetzt ganz, ganz langsam. Das hat nicht funktioniert. Das war jetzt ganz langsam. Dann machen wir das mal ganz hoch. Dann ist wahrscheinlich so Alvin und die Chipmunks. Warten wir mal ab, was jetzt kommt. Gott, ich bin froh, dass ich das bei Tageslicht spiele. Jetzt mal ohne Witz. Ich brauche auch den Lichtstreif hier. Ja, okay. Alvin und die Chipmunks. Alles klar. Dann müssen wir es vielleicht so. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hier. Ja, ich finde es schade, dass dort das bei der Aufnahme immer noch dort der Fehler drin ist, dass links noch so ein Stück vom Logo oder was drin ist. Das ist seltsamerweise bei der PS4-Aufnahme echt so, dass links immer was ist. Deswegen habe ich ja auch mein Facecam hier links reingemacht. Ja, ich wollte es eigentlich rechts hier machen, aber da hat man das einen Strich durch die Rechnung gemacht hier, muss ich gestehen. Das finde ich halt etwas schade mit einem Grafikfehler, deswegen blende ich auch nie die Facecam aus, damit man dort den Fehler halt auch in der Ecke auch nicht sehen. Und ich habe es auch auf 35x35 gemacht und nicht auf 30x30 wie sonst. Okay. Sollte man es vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Vielleicht so auf die Höhe. Damit man die Geschwindigkeit richtig hinkriegen. Ein bisschen langsamer. Ganz over, also links over ist langsam und rechts ohne ist schnell. Müssen wir es vielleicht noch ein bisschen runterkurbeln. Das ist schon zu langsam. Das ist schon wirklich zu langsam. Ich muss was. Ne, das ist schon zu schnell, glaube ich. So ein Tick noch ohne noch. Wir müssen jetzt einfach nur die richtige Frequenz erwischen. Mich kotzt nur irgendwie, dass der es so langsam macht. Aber das geht auch schneller. Das geht auch schneller, Kerl. Hopp. Ran. Immer noch nicht. Okay, etwas noch over. Ich glaube, dann wird es aber schon zu schnell. Ist es egal, in was für Richtung wir kurbeln, oder? Ich kann es nicht sagen. Kann es echt nicht sagen. Nee.
Jetzt ist es vielleicht schon zu hoch. Ja, warten wir es mal ab. Achtung. Was jetzt kommt. Nee. Vielleicht habe ich das in die andere Richtung gekurbelt. Moment, das ist zu niedrig. Vielleicht so. Und dann in die Richtung wieder Kurbler. Es ist immer noch selber. Ich glaube, wir müssen es irgendwie so und dann in die andere Richtung Kurbler. In die Richtung Kurbler. Okay, schneller geht's nicht. Und... Klingt immer gleich. Klingt immer nur gleich. Was vielleicht exakt die Mitte erwischen. Warte mal. So. Ich glaube, es ist egal, ob man noch vorne oder noch hinten kurbeln. Oh, aber die Atmosphäre hier ist definitiv übel, muss ich gestehen. Nee. Ich kann jetzt echt nichts anderes machen, als du hoffe, die richtige Frequenz zu verwischen. Was anderes geht leider nicht. Ja, es könnte jetzt ein bisschen dauern, bis ich die verwischt habe. In der Zeit bitte ich euch einfach nur um Geduld. Und ja, was ich da eigentlich auch noch loswerden wollte, war, dass bei Layers of Fear wirklich, wie ich das auch schon erwähnt habe, Musik und Kunst hier richtig Hand in Hand gehen. Das finde ich absolut großartig. Ich meine, das hört man ja auch öfters von Künstlern, dass... Oh, das ist schon zu weit, oder? Das hört man ja auch immer wieder von Künstlern, dass die sich auch von Musik häufig inspirieren lassen und umgekehrt, dass Musiker sich auch häufig von Kunst inspirieren lassen. Probieren wir das nochmal. Und das finde ich an sich auch sehr interessant, dass die kreative Gehirnhälfte wirklich so arbeitet, dass man Musik anscheinend auch wirklich mit Bildern verknüpft. Ich meine, jeder, der auch Lieder hört heutzutage, okay, immer noch zu tief, der hat ja auch wirklich auch spezielle Bilder dazu im Kopf, muss man dazu sagen. Und jemand, der so künstlerisch kreativ ist wie die Maler und so, die können das natürlich auch besser visualisieren. Das könnte sein. Das könnte sein. Ja, das finde ich persönlich sehr, sehr faszinierend, dass unser Verstand so arbeitet, dass man Musik eigentlich immer mit Bildern verknüpfen. Umgekehrt ist es eher anders, also ist es eher selten nicht anders. Und... Nee. Also umgekehrt ist es eher selten, dass Leute die Bilder sehen, bestimmt die Musik dazu im Kopf haben, aber das kommt auch vor, wie ich mal gehört habe. Und... Och Mann. Das kann es doch nicht sein. Vielleicht fehlt uns ja auch irgendein Hinweis oder so. Ja, also ich persönlich finde es sehr interessant. Ich habe das selten, habe das ganz, ganz selten, dass wenn ich ein Bild, ein Kunstwerk sehe oder so, dass ich das gleich mit irgendeiner Musik assoziiere oder so. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann halt... Ah. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Na toll. Oh, jetzt ist ganz, ganz duster. Jetzt sind wir wieder zurück in die normale Helligkeit, okay. Ja, ich persönlich habe das ganz, ganz selten, dass ich mal wirklich zu... okay, das habe ich jetzt mal mit dem Körper so gedrückt. Dass ich mal zu einem Bild Musik im Kopf habe. Ich habe es eher so, dass ich wirklich zu Musik Bilder im Kopf habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, vielleicht war das der Hinweis, der uns noch gefehlt hat. Ich probiere es jetzt noch einmal.
Ja, aber meiner Meinung nach ist sehr interessant die Sache, was die Hirnleistung angeht, dass es Leute wirklich hinkriegen, so bestimmte Bilder, bestimmt die Musik im Kopf zu haben. Und umgekehrt vor allem. Ja, das ist auch immer zu wenig, so dass ich auch nicht da über den Regler nochmal gucken kann. So. Ich glaube, das müsste eher in den höheren Bereich reingehen. Kann man da nicht irgendwas noch am Grammophon drücken oder so? Oder noch irgendwas anderes, was man noch drücke? Aha. Ah, okay, jetzt haben wir noch irgendwas bewegt am Grammophon. Mal abwarten, was uns das jetzt bringt. Ja, man muss die Dinger mal wirklich richtig angucken, bevor man so einen Quatsch macht. Und, was habe ich jetzt gemacht? Ah. Ah. Jetzt wächst's wieder. Das, was vorher geschmolzen ist, wird jetzt wieder heil und wächst wieder zu feste Formen, mit so geschmolzener. Und ach, das Bild, was du hingekannt hat, ist ach wieder Normalwoche und nicht geschmolzen. Das ist wieder diese Tötungsszene aus der Bibel. Ein Isaak, glaube ich, der seinen Sohn umbringen will. Okay, ist das Blut oder ist das Farbe oder sonst irgendwas? Es sieht aus wie geschmolzenes Gummi. Wie bei Outlast ist es nicht. Wir hinterlassen hier keine Abdrücke. Und da ist eine Flasche runtergefallen. Rote Flasche. Ich mag mich da nochmal umgucken. Aber da muss es wohl das sein, denke ich. Also, was ist es? I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Ah, du Put Drecksau. the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Alter, du kranker Scheißtyp. Irgendjemand hat da Blut abgezapft und zwar so, wie man Benzin von anderen Autos mit dem Schlauch rauslutscht. Ey, wie abartig muss das sein, wie groß muss das Loch gewesen sein, was er doch reingerissen hat. Da macht man doch normalerweise schneidet man doch und lässt es dann abfließen. Da muss man doch gar nicht nachhelfen. Aber, ach du Scheiße, war die vielleicht schon tot oder was? Oder hat das irgendein Toter abgezapft? Alter Falter, das wird ja immer perverser. Der Typ hat zuerst jemand die Haut abgezogen als Leinwand und dann hat das frische Blut als rote Farbe verwendet. Ach du Scheiße. Ach du liebe Scheiße. Ist das heftig. Und, ja. Wie könnte es anders sein? Wir sind im Atelier gelandet. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut, du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidender Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Tortured Artist Nonsense. Okay. Wahre Shenny Schrift. Da mag ich nur noch mal reingucken. Und das Scrapbook, was wir da haben. Ja, das... Okay, das alte Hochzeitsfoto. Okay. Briefe sind anscheinend auch dort drin. Da haben wir den Zitterbrief noch. Oder den Zitterzettel, um es in der Alliteration zu behalten. Okay. Ja, irgendwas flüstert wieder wie Sau. Wahrscheinlich das Gemälde. Ja, ich habe nur leider noch Zeichnung finden können auf unserem Holzbär, wie gesagt. Ich nehme an, das Gemälde flüstert mit ihm. Hast selbst jetzt verloren, alleine, du verdienst es, ein Grab für dich, beende es. Na, herzlichen Glückwunsch. Ach du liebe Zeit. Okay, da ist jetzt, ach was verschwunden, da war ursprünglich ein Stuhl. Ah, was steht da jetzt? Form emerges, Form tritt heraus. Oh oh. Oh oh. Na gut, dann gucken wir mal, was aus dem Meisterwerk jetzt wird. Wenn wir es mit Blut beträufeln, die Hautflamingos zuerst. Und jetzt kommt durch das Blut
Okay. Was ist das? Es wirkt wie eine Höhle. Es wirkt wie hier so eine Höhle. Und da oben so ein Zipfel. Ich kann es gar nicht wirklich anders beschreiben. Es sieht aus wie eine Höhle. Und da ist jetzt das Blut drin. Okay, es geht dann, fließt auch nicht runter, das bleibt immer drin. Ja, und da ist dann nochmal das, was er verzählt hat. Oh. Ach Mann, was eine Wildsau. Gott, ist das ein ekliger Typ. Ich will gar nicht wissen, was noch alles kommt. Okay. Hier wieder. Die Form tritt heraus. Jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache hier wieder einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich mache dann wieder am nächsten Aufnahmetag weiter. Also bis gleich. Ayan Yankee. So bin ich wieder für die letzten 4 Minuten. Ja, jetzt haben wir das doch soweit beendet. Oh. Und jetzt geht's gleich wieder weiter ins nächste Level. Da waren wir doch schon mal in so einem ähnlichen Gang. Wenn ich mich richtig erinnere. Da ist. Oh, jetzt ist aber der Zug gesperrt. Da haben wir wieder das Gemälde. Okay. Ja, das kann wohl passieren bei zu starken Windstößen. Das ist alles in Ordnung. Nichts passiert. Ich glaube, beim letzten Mal, wo wir hier waren, haben wir hier gefunden. Haben wir hier den Hinweis entdeckt für den Schnelltest für Schizophrenie. Das ist noch ein Wassermalkasten. Und da ist nichts drin. Ja, interessanterweise ist das einzigste Buch, was man da wirklich angucken und lesen kann, The Picture of Dorian Gray. Ich habe da jetzt mal nachgeguckt. Es hat natürlich entfernt eventuell was mit 50 Shades of Grey zu tun. Und zwar ist das der erste Roman, der einzigste Roman, der von Oscar Wilde geschrieben worden ist. Um 1890-91 erschienen. Worum es dann halt auch um einen Künstler oder um einen jungen Mann geht aus dem viktorianischen englischen Adel, der halt sehr dekadent, sehr hedonistisch, sehr verschwenderisch ist. Und da werden dann halt auch solche Themen wie Kunst und ja, Dekadenz der englischen Aristokratie und ja, allgemein auch Verfall und Hedonismus und Vergnügungssucht und so weiter wird dort beschrieben. Das passt ja natürlich auch wieder hervorragend in das ganze Schema hier. Das hat man dann halt auch gelassen, dass ich halt auch bei dem The Picture of Dorian Gray recherchiere. Geht es halt auch darum, dass der Mann nicht altern will, weil er durch sein Gemälde halt auch, was der Künstler für ihn erschafft. Okay, wird wieder zugemacht. Ja, dass er durch das Gemälde halt auch sieht, wie schön er eigentlich ist oder wahrgenommen wird. Und dann wünscht er sich, das Bild würde für ihn altern. Und am Schluss, als er dann total verbraucht und fertig ist, sieht man seinen verbrauchten Leichnam sozusagen, wie er total verschwenderisch gelebt hat. Und das zeichnet sich natürlich auch in dem Gesicht. Während sein Bildnis halt immer noch ihn in voller Blüte zeigt. Sehr interessanter Roman, so wie sich das gelesen hat in der Kurzbeschreibung. Okay, da können wir hier gehen. Dem Klavier in Kette traue ich irgendwie nicht so. Genauso dem Bildnis hier. Okay, da ist nichts von Interesse drin. Und dir Bild, kann man dir trauen? Ich weiß nicht, kann man dir trauen? Und kann man dir trauen Klavier? Es passiert doch bestimmt gleich irgendwas Hässliches. Hoppala, ja. Damit habe ich irgendwie noch gerechnet, dass sowas Ekliges jetzt passieren kennt. Ach, die liebe Zeit. Okay, da ist wieder das Bild. Das habe ich bisher noch nicht recherchieren können, das Bild. Es kommt mir auch verdammt bekannt vor, muss ich sagen. Es kommt mir echt sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ich wollte auch noch in der Einstellung was gucken, bei der Steuerung. Nee, da kann ich leider nicht. Headbob, keine Ahnung, was das ist. Aber nee, ich kann leider nicht einstellen, dass ich irgendwo dran zoomen kann. Das hätte ich jetzt noch sehr, sehr schön gefunden, wenn das möglich gewesen wäre. Weil manche Sachen, die kann ich einfach nicht so direkt sehen. Was ich sehr schade finde. Da würde ich ganz gerne näher ranzoomen können. Okay, da ist noch was.
Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo es sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabbert er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde dann Gedanken ablenken von, nun du weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Okay. Ja, auch wieder sehr charakterisierend das Ganze. Da ist wieder diese Bibelszene dargestellt. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache an der Stelle hier einen Cut, bevor wir hier reingehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.